Nach einem Footballspiel möchte ich auch immer etwas Dampf ablassen. Ja, Freunde, ihr seht schon, die Girl sind richtig heiß auf einen neuen Fight und deshalb herzlich willkommen zurück bei Pokémon Weiß 2, der nächsten Generation, und gleich geht's weiter. So, mal kurz noch reinklicken, so, und jetzt müsste es gehen, ja. Sehr schön, bei einem heftigen Match muss man umso heftig anfeuern. Oh, Cheerleader und sogar noch ziemlich heiße. Oh ne, jetzt juckt die Nase, darf wohl nicht wahr sein. Ah, komm schon, so, jetzt geht's doch. Picochilla, zweimal auf Level 24 und ich habe hier Wascherquill und Shelby. Ach du Scheiße, das wird ein Gemetzel werden. Aeroas und Kalkling, oder? Ja, das dürfte gut kommen. Hasta la vista, was? Schambolzen? Och nö, ey. Na klar, was bringt Schambolzen, wenn der Gegner besiegt ist? Bringt doch gar nichts mehr. Okay, Shelby, Level 29, unser Champion, also Champion, nein, unser Starter. Okay. Okay. Ja, der könnte ruhig ein bisschen stärker sein, wobei, boah. Das geht schon, das geht schon. Aeroas sowieso nicht so stark, hat nur eine Stärke etwa 60 und Kalkling auf den Shelby etwa 75, von dem her geht das schon. Moment mal kurz, also Shelby schneller als Hawkeye gewesen. Hä? Ist echt so? Moment mal, Shelby? Tatsächlich, der ist schneller als Hawkeye. Das wundert mich, jetzt aber doch ein bisschen. Seltsam. So, Hawkeye, fast Level 26. Alter, der kriegt auch so wenig EPs, kann das sein? Verflixt und zugenäht. So, war's das? Die Zugbrücke wird hochgezogen, wenn Schiff passieren wollen. Die Pokémon, die auf der Brücke eine Pause machen, fliegen dann sofort davon. Tschüss. Ja, tschüss. Oh, das war falsch. Itemradar, das wollte ich. So. Gut, willst du noch fighten oder geht das nur? Meine Melodie schnallt in die Welt hinaus. Meine Pokémon sind alle im Kampf voraus. Oh, hast du etwa keine Dekobox? Ja, dann kämpfe ich auch nicht mit dir. Arsch. Achso, Dekobox. Ja, stimmt, das wollte ich ja. Ja, ist gut. Mach ich noch kurz. Ich muss ja noch mal kurz zurück nach Ionos Seite, von dem her passt das schon. So, Freunde, das Musiktheater, hier waren wir noch gar nicht, wa? Na gut. Mal kurz vorbei. Es ist zwar nichts Besonderes und ich bin nicht so der Fan davon, aber zeigen kann ich es trotzdem mal kurz. Hallo, sehr erfreut wirklich, willkommen in meinem Musiktheater. Ja, servus. Also muss schon sagen, du siehst mir nach einem famosen Trainer aus. Das ist famos. Pokémon mit allerlei Dekoartikeln zu schmücken nennt man Deko-Spaß. Probier's doch mal, ja? Du brauchst eine Dekobox, ja bitteschön. Ja, die Dekobox, cool. Michael hält Dekobox, man verstaut die in der Base an der Tasche, ja gut. In der Dekobox sind so Dekoartikel, Mann. Wählt das mal ein Pokémon aus. Will ich nicht, habe ich hier ein Vorzeige-Pokémon. Na gut, Psyana halt, ist zwar auch männlich, aber was soll's. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los! Hahaha, Mann. So, oh, ach du Scheiß, ja, was mach ich jetzt am besten? Nein, ich muss die Maus benutzen am besten, wa? So, ich nehme hier am besten, das sieht also beknackt aus. So, komm schon, ich will das. Hallo? Ah, so. Ja, jetzt vielleicht noch, nee, Quatsch. Der weg hier, vielleicht eine große Schlaufe, geht das auch? Ja, das sieht ja auch beknackt aus. Vielleicht sowas hier? Auf die Schwanzspitze, aufs Ohr. Oh, sieht nicht schlecht aus. So, ja, also, was jetzt noch? Alter, sieht das dämlich aus. Habe ich ja sonst noch was Kluges, was Vernünftiges für Psyana, was auch gut aussieht? Nee, sieht alles beknackt aus. Ein Hula-Tänzrit, Alter, kannst du nicht machen. Das ist bereits weg, ja, kommt. Das reicht schon. Auch wenig kann nach viel aussehen, oder wohl eher, lieber wenig als viel und dafür sieht scheiße aus, nicht wahr? So, ist er fertig? Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig, Mann. Bravissimo, du hast wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Der Witz des Jahrtausends, wäre ein guter 1. April-Scherz. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn du hier bei meinem Musical mitmachst. Alle Informationen, das erhältst du an der Rezeption. Ich sehe das Ergebnis der Art auf der Bühne. Tschüss. Ja, Leute, ich bin kein Fan davon, deshalb
Ich glaube, es dauert auch zu lang. Wir machen das vermutlich später mal, vielleicht am Ende des Let's Plays mal so, aber sonst, es bringt auch nichts fürs Let's Play, sprich für Story-Modus und so. Es bloß just for fun und deswegen nicht so mein Ding. So, was aber noch relativ wichtig sein könnte fürs Let's Play, ist nämlich hier die Einklangspassage. Und das ist etwas, was ich sehr fies finde und noch nicht so richtig durchschaue. Und zwar gibt es ja hier einen Stromisierer zu erkaufen. Ihr habt richtig gehört, einen Stromisierer. Moment mal kurz. Moment, du bleibst kurz hier. Hey, ciao Sam, ich bin ein großer Fan von dir. Empfehlen? Ich will was Einzigartiges finden. Hier. Krämer Justiz. Ach, krass, schauen wir gleich mal an. Verdammt, hätte mir die Hilfeseite aufklappen sollen. Nein! Pokiwiki wäre jetzt was gewesen. Ah, hat doch geklappt. Kaum schon Level 2, Stufe 2. Ja, noch nichts, verdammt. So, genau, Stromisierer. Das Item bekommen wir hier bei dem Typen hier. Also könnten es bekommen. Das ist nämlich ein bisschen, ja, nicht so einfach. Was du empfehlen kannst? Händler, Antiquitätenladen? Ja, was bloß, was bloß. Was los nochmal mit dem hier? Krass, Mann, das sehen wir gleich mal an. Und? Ja, Mann, geil, um 37 nur. Das ist wohl ein schlechter Scherz. Mann, sind wir doch nie vorwärts. Oh je, oh je. Gut, Leute, ihr seht schon, wir haben hier mittlerweile bereits 3 verschiedene Geschäfte. Wir können noch etwa 5 aufbauen. Das ist aber sehr wichtig für später. Wir haben ja schon den Schönheitssalon hier auf der linken. Das ist... Ne, Quatsch. Hier wäre der Schönheitssalon. Dann haben wir hier... normaler Laden. Und der hier, der Typi. Genau. Super Let's Play. Ja, Alter. Kaufen, hier, kaufen. Hier. In diesen Schachteln kann unter anderem ein Stromisierer und auch ein Magmaisierer. Der ist für Magma, für Magmotag, genau für die Entwicklung zuständig. Das könnte hier drin sein, wobei es eher unwahrscheinlich ist, dass wir das bereits zu Anfang hinbekommen. Das Problem ist halt, wir können das Teil immer nur einmal täglich kaufen. Ja, seht ihr Granitstein. Ja, das ist leider noch häufig. Granitstein und Mini-Pilze sind so die häufigen Dinge und ja, das ist leider einfach mühsam. Verdammt nochmal, ein Stromisierer, den bräuchte ich hier. Oh Mann, so, das war's aber auch fürs Erste. Ich gehe jetzt mal kurz noch hier so ins Pokémon Center. Tja, und schon bald steht der nächste Arena-Kampf bevor, Freunde. Ihr habt richtig gehört. Denn bereits in Marea City, glaube ich, oder so heißt die Stadt, da geht es dann bereits weiter mit dem nächsten Fight. Ich glaube, wenn ich mich erinnere, sogar ziemlich bald sogar schon. Mal kurz gucken. Marea City ist sowieso eine wichtige Stadt, weil dort können wir unseren Pokémon noch Attacken beibringen, die sie beim Levelaufstieg bzw. bei der Entwicklung verlernt haben und nicht mehr mitbekommen haben, wie zum Beispiel Lucario. Der lernt dann unter anderem noch die Finsteraura und auch Arcanium und dann noch den Donnerzahn lernen, zum Beispiel. Aber wir können da auch unseren Pokémon noch andere Attacken beibringen, zum Beispiel auch den Donnerschlag, den Icy, den Feuerschlag. Solche Dinge halt. So, jetzt aber hier mal durch. Die Maria-Zugbrücke, die irgendwie wie eine Glurak-Brücke aussieht und auch so heißt, habe ich mal irgendwo gehört, gelesen und bekomme, glaube ich, auch noch mitgeliefert hier, oder? Gelegentlich zeigen sich oberhalb der Brücke der Schatten eines Fug-Pokémon ab. Ja. Ja, genau, hier könnt ihr dieses... Was? Fäden auf der Zugbrücke? Ja, das ist schön. Hier könnt ihr auch noch ein bestimmtes Pokémon fangen, und zwar Piccolente heißt es ja. Dämlicher Name, ich weiß, aber es heißt wohl so. Und zwar einfach, sobald dieser Schatten auftaucht hier. Könnte eines dabei sein. Na, Schatten, wo bist du? Schatten. Seht ihr keinen Schatten? Und schon sind wir am Ende der Zugbrücke. Tja, so schnell kann es gehen. Das ist ja wohl die voll crazy Mucke. Das ist ja schlimmer als Tetris. Und das will was heißen. Hilfe, meine Stimme. Oh Mann, er ist eine Mucke hier. Eine Brücke verbindet entfernte Orte miteinander. Ja, was du jetzt sagst. So, die sagst du uns, glaube ich, das mit der Glurak-Brücke. Genau, Zugbrücke, das ist eine ganz stolze Stadt. Aufgrund ihres eleganten Aussehens wird sie auch die Glurak-Brücke genannt. Maria Zugbrücke, Glurak-Brücke.
kapiere ich bis jetzt noch nicht, wieso die Glurak-Brücke heißt, aber... Naja, mit wohl schon was dran sein. So, hier haben wir noch ein verstecktes Item und zwar ein Hyperball. Ein Herzschuh wäre schön gewesen, na egal. Team Plasma. Los, lass uns wieder Pokémon stehlen, so wie früher. Das hat doch Spaß gemacht. Nö, das geht nicht. Ich bin jetzt gut. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass man nicht stehlen darf. Ach, hör doch auf. Es ist zu spät, um uns den Gesetzestreuen zu geben. Bäm. Voll Bodycheck. Die Leute verstehen unsere hehren Motive nicht und behaupten, wir seien kein Ofen, die die Weltherrschaft in sich reißen wollen. Stimmt ja auch. Selbst wenn du Team Plasma verlässt, sind sie unfreundlich zu dir. Da kannst du genauso gut mit uns Pokémon stehlen und die Welt erobern. Dann werden sich die Leute, die jetzt gemein zu dir sind, vor dir niederwerfen und dir ständig sagen, wie toll du bist. Nö. Das wird den meisten einen traurig machen. Das kann ich nicht tun. Der König von Team Plasma, dass ich nicht lache. Er ist nichts weiter als ein Verräter. Der hat uns im Stich gelassen, ist einfach irgendwohin verschwunden, als wir ihn am nötigsten brauchten. So sieht's aus. Hey, Mann! Ist das Sven? Wow! Bäm! Voll in die Schnauze. Fang an zu reden, du Halunke von Team Plasma. Autschi, Autschi. Was soll das, du Kleiner? Ach Mist, nur wurde dir extra gesagt, dass er keinen Ärger machen soll. Ich mach den beim nächsten Mal fertig. Tschüss. Denkst du einfach, lass es einfach ankommen? Bleib stehen! Ach, ist schon okay. Er ist ein Freund von mir aus meinem Zahn bei Team Plasma. Aber vor 2 Jahren hat er das Team aufgespalten. Diejenigen, die eng gefolgt sind, um die Pokémon zu retten. Und diejenigen, die mit Gesis die Welt erobern wollten. Den Rest kann ich auch in unserem Haus erzählen. Euch? Weiß ich, dass ich Let's Player bin und ihr mir zusieht? Oder ich hab's gerade falsch gelesen. Könnte natürlich auch sein. Der hier vor einer Zeit hat mir Team Plasma ein Pokémon gestohlen. Aber ich hab's wieder bekommen. So, Leute, gibt's noch was anderes. Und zwar, kennt ihr noch Charles, der verliebte Mann? Ja, guck mal, wer hier ist. Charles! Ich bin der verliebte Mann, Freunde mich Charles. In der Hoffnung, das Interesse meiner Angebeteten zu wecken, habe ich eine neue Form des Pokémon-Kampfs erlernt. Freunde dieser Kampfform nennen sie auch den Reihumkampf. Ja, Freunde, die zweite neue Form hier in der 5. Generation. Genau, das ist die 5. Alles klar, Mann. Los geht's. Freunde mich Charles, ich bin der verliebte Mann. Ich bin der verliebte Mann, Freunde mich Charles. Ja, Mann, wie oft denn noch, ey. Ich bin der verliebte Mann, Freunde mich Charles. So ein Bullshit, ey. So, Bleifuß Charles, Symvolara, Galapagos und Flapdirex sind zwar die gleichen Pokémon, aber ihr seht schon den Reihumkampf. Hawkeye, Shelby und Flashy Boy. So, Hawkeye, was machst du, hä? Was machst du? Mal gucken. Eigentlich müsste Flash das ja machen. Er kann alle mit einer Attacke platt machen. Und zwar wechseln. Und zwar dann Elektroball oder Schockwelle. Was macht der Gegner? Wechselt er auch oder? Elektroball. Bingo! Das war immer dieser Reihumschutz, ey. Der Rundumschutz. Das wird wehtun, Kumpel. Flash, Hawkeye. Level 26. Ja, Mann. Geil. Flapdirex, Flapdirex. Alles klar, die Schockwelle. Das bringt doch nix. Und er spielt eben noch ständiger Verteidigung. Der hat doch Flashy Boy. Ganz lattes Spiel mit ihm. Die Attacke macht 60 Schaden. Wie geht denn das? Nochmal. Oh oh. Nein! Geht in die Fresse! Elektroball. Macht vermutlich weniger Schaden, oder? Kann das sein? Oh yes. Ach du Scheiße, mache gar keinen Schaden. Hilfe. Das ist gut, das ist gut. Flash. Hol ihn runter. Nein, dieser verdammte Schutz, ey. Oh, Agilität. Hey, Hilfe. Okay, Flash, du bist irgendwie hier fehl am Platz. Shell. Mal kurz, wenn er Reihumkampf, ich trottel. Mann, ich kann einfach switchen. Und zwar Shelby, du machst die beiden mit der Kalkling Aquavelle platt. Kann ich auch, siehst du? Windschnitt. Na warte. Das kriegst du zurück. Bingo.
Und Jackpot-Babys. Na, endlich, Flash ist ja vollkommen untertrainiert. Alter Schwede, na gut, den braucht ihr sowieso nicht im Arena-Kampf hier, aber erst beim nächsten vor allem. Da kann ich ihn ja da noch trainieren. So, Flapdirex, auch du wirst jetzt erledigt. Rapidschutz. Bringt nix. Aquavelle. Scheiße. Und das war's. Ich bin der verliebte Mann, Freunde mich Charles. Scheiße. Ja, das würde ich auch sagen. Was hast du mir aber gezeigt, ey? Ich dachte, ich könnte dir was beibringen, aber das ging aber der Fall. Du hast eindeutig großes Potenzial, Mann. Beim Umkampf kann man nur gewinnen, wenn man sein Pokémon genau versteht. Wenn du Lust auf weitere Umkämpfe hast, dann geht's im Pokémon World Tournament. Jo, Mann. Ja, würde ich gerne, aber geht jetzt leider noch nicht ganz. Aber zeige ich euch gleich noch. So, Itemsperre. Brauche ich zwar auch nie, aber lieber mal eine Themen zu viel haben als zu wenig. So, hier ist nochmal Charles und hier müsste es glaube ich sein, oder? Jo, hier ist es, Freunde. Hier könnt ihr ein Pokémon Eishieb, Donnerschlag oder Feuerschlag beibringen und noch ein paar andere. Eine ehrenvolle Aufgabe ist es, dem Pokémon Attacken beizubringen. Außerdem sammle ich leidenschaftlich Purpurstücke. Genau, die Purpurstücke. Schick mir Purpurstücke und ich bringe einem Pokémon eine tolle Attacke bei, Mann. Nur sollte was beibringen? Alles klar. Ja, dann guck mal. Ja, ihr seht schon, zum Beispiel hier für Samenbomben und Fußhieb das schon 6 bis 8 Purpurstücke haben oder für Feuerschlag, Donnerschlag und Eishieb bereits 10 Stück jeweils. Und diese Purpurstücke können wir auch noch in diversen Höhlen finden, wie zum Beispiel in einer Höhle, die direkt hier unterhalb von Marea City liegt. Aber das ist noch ein bisschen speziell hier. Ich mache die Geschichte über das Donner-Pokémon und das Wind-Pokémon, die die Welt verwüstet hatten, bevor sie von einem Air-Pokémon ausgeschimpft wurden. Ja, die waren ganz böse und wurden deshalb ausgeschimpft. Ausgeschimpft, ey. Ist aber erstmal heilen hier. Ja, guten Tag, Mann. Na, wir machen einen Punkt auf Hit. Alles klar? Okay. Ja, ich nehme sie jetzt. Cool, Mann. Ihnen geht's wieder gut. Tschüss. Ja, tschüss. So, mal gucken, was kann ich hier noch alles Tolles machen? Ich habe hier Pokémon. Habe ich. Matrifol brauche ich für den Arena-Kampf noch. Okay, Mann. Ja, theoretisch auch. Mal gucken, wir brauchen es sonst nicht. Sicher mal Shelby. Washaquille, beziehungsweise Hawkeye, sicher weniger. Vulcano sowieso nicht. Kommt die vermutlich wieder weg. Alter, muss dringend mehr trainieren. Hey, meine Pokémon sind alle so schwach. Okay, mal kurz abgelegt hier Vulcano. Ja, reicht's fürs Erste? Reicht's fürs Erste? Ist ein bisschen die schwierige Frage hier. Na gut. Weil jetzt holen wir uns gleich mal ein neues Pokémon. Ja, und zwar ein Zorua. Oh ja. Kaum zu glauben und doch wahr. So, hier kommen wir, glaube ich, bereits durch. Oder können wir bereits weiter? Jo, das ist bereits die nächste Route. Route 6. Hier können wir schon noch gut trainieren. Wäre auch eine Variante. Aber erstmal hier noch was gucken. Gucken. Hier hat es nichts mehr. Ah, genau, hier drin hat es noch ein verstecktes Item. Aber da kommen wir noch nicht durch, leider. Wir haben angefangen, eine Abkürzung zum Wendelberg zu graben. Das wird aber noch eine Weile dauern. Die Modelei ist ganz schön anstrengend. Tschüss. Ja, tschüss. Genau, hier oben hat es ja noch so ein Haus. Weißer Rubius, das ist der Trainer, von dem ich erzählt habe. Hier drüben. Einer der Weisen von Team Plasma. Oh, du interessierst dich also für Team Plasma? Wenn du dir anhörst, was wir zu sagen haben, wirst du uns vielleicht verstehen. Werter Gast, es tut mir leid, aber bevor ich dich ins Haus lasse, möchte ich sehen, was du für ein Trainer bist. Bist mit deinem Pokémon-Kampf einverstanden? Natürlich. Fürs Training, also dann, los geht's. Pokémon-Trainer Rubius. Tribak, du bist dran. Ich kann mich zwar irren, aber waren die Weißen in Schwarz und Weiß nicht ein bisschen stärker als hier? Seltsam. Siegeswille von Hawkeye wirkt. Angriff von Hawkeye steigt stark. Tja, Alter, da hast du ja selbst ins Fleisch geschnitten. Na, warte.
Niemand versucht, mein Hawkeye zu beeinflussen, ist das klar, Mann? Hawkeye ist der Champion hier. So kurz ein Flügelschlag und das war's dann. Und tschüss, Tailbach, hat mich gefreut. Fletiamo ist auch kein Problem für uns, ist zwar auch ein Flug-Pokémon. Ein Kampf der Lüfte, Fletiamo gegen Hawkeye. Wer ist schneller? Oh, Fletiamo. Aeroas! Alter Schwede. Begrenzer? Nein, nicht die Scheißattacke. Scheiße, jetzt kann ich kein... Nein! Ah, gut. Bringt eh nichts mehr. Wir hatten nochmal Glück, Freunde. Und Hawkeye erreicht Level 27. Cool. 3 im Angriff. 77 bereits. Ist das krass. Respekt. Dein Kampfstil zeigt es sehr, du. Naja, du weißt schon. Cool bist? Genau. Vergib mir, dass wir so getan haben, als würde ich dich testen. Als ehemalige Mitglieder von Team Plus müssen wir vorsichtig sein. Er ist davon gekommen. Und wer ist das? Ein Freund von dir? Dann kann er mitkommen. Und schon sind wir hier drin. Ich stelle mich noch einmal vor. Mein Name ist Rubius. Ihr gehört doch auch zu Team Plasma, oder? Was unterscheidet da von dem Übeltäter von vorhin? Wir gehörten mal zu Team Plasma. Um unsere Taten von vor 2 Jahren wieder gut zu machen, kümmern wir uns um die Pokémon, die von ihren Besitzern getrennt wurden. Und wer bist du? Ich bin Sven aus Aventura City. Ich bin der beklagenswerte Trainer, der vom Team Plasma vor 5 Jahren nicht aufhalten konnte, als ihr das geliebte Pokémon seiner kleinen Schwester gestohlen habt. Und was soll das heißen, die von ihren Besitzern getrennt wurden? Ihr seid doch diejenigen, die sie geraubt haben. Scheiße. Achso, ich verstehe. Es tut mir aufrichtig leid. Eine lausige Entschuldigung, ist das alles? Und du denkst, damit ist es getan, Alter? Und was mit dem Pokémon meiner Schwester? Wo ist es? Wo ist Phillu? Wo bloß? Das Pokémon, von dem du sprichst, ist nicht hier. Ich vermute, die Plasma benutzt es immer noch für seine eigenen Zwecke. Und es ist, wie du sagst, ein läppisches Entschuldigung macht die Sache nicht besser. Aber seine Schuld einzugestehen und sich zu entschuldigen, ist der erste Schritt zur Besserung. Ach komm, lass es doch einfach, Alter. Was nützt mir deine Entschuldigung, wenn das Pokémon meiner Schwester nicht hier ist? Michael, ich gehe zur Pokémon Arena. Ich werde noch stärker und dann werde ich jedes einzelne Mitglied von Team Plasma fertig machen. Und tschüss. Wegen Team Plasma gibt es solche Trainer wie ihn. Das betrübt mich immer wieder. Was waren wir doch für Narren? Wie du siehst, kann ich dir nichts zum Dank anbieten, Michael. Vielmehr möchte ich dir um einen Gefallen bieten. Kannst du dich bitte um diese Pokémon und das kleine Zorua kümmern? Klar doch. Oh, vielen Dank. Michael heilt Zorua und nicht nur das, Freunde. Zorua ist ein Pokémon von N. Das heißt, auch dieses hier bekommt spezielle Extrapunkte, also spezielle Erfahrungspunkte halt, oder anders ausgedrückt, extra Erfahrungspunkte. Dieses Zorua war eins von Ns Pokémon und hat ihm als Freund zur Seite gestanden. Und es ist nicht das einzige. In einer Region gibt es noch viele andere Pokémon, die N unterstützt haben. Ja, wir sind doch bereits. Tja, das war's glaube ich schon soweit schon hier. Was mit dem hier? Man kann die Vergangenheit nicht ändern, die Zukunft dagegen schon. Deswegen habe ich mein Outfit geändert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich zugenommen habe, Alter. Ne, überhaupt nicht. Wir kümmern uns um die Pokémon, deren früher Besitz wir nicht ausfindig machen können. Ich weiß, dass wir das nur um unser Willen tun, aber so können wir wenigstens ein bisschen von dem wieder gut machen, was wir angerichtet haben. Ist doch auch nicht so übel. Immerhin etwas. Ich warte auf Meister N's Rückkehr. Meister N kann mit Pokémon sprechen. Wenn er wieder da ist, können wir herausfinden, was die Pokémon hier sich wünschen. Und hier, das sind doch die Zwillinge, oder wohl eher die Stiefschwestern von N aus Schwarz und Weiß. Hey Girlies. Hallo Michael. Team Plasma ist eine Organisation, die von einem Mann namens Gesis gegründet wurde, um die Herrschaft über die Einzelregion zu erlangen. Zu diesem Zweck hat er einen Jugendlichen namens N unter seine Fittiche genommen. N war ein sehr sonderbarer Junge, den man das Pokémon-Kind nannte. N war eine Weise. Es heißt, dass er gleich nach seiner Geburt sein Verhalten gezeigt hat, das nahelegt, dass er mit Pokémon sprechen kann. Deswegen war er den meisten Leuten unheimlich. Gesis soll ihn aufgelesen haben, als N zusammen mit Flampivian und Zora im Wald lebte. Wir sind ebenfalls Weisen, die Gesis aufgenommen hat, damit wir uns um N kümmern. Okay. Dieser Nagelotz hat mich ins Herz geschlossen. Deswegen werde ich es auch wie einen Freund behandeln und nicht wie ein Werkzeug. Cool, Alter. Ja, das war's ja soweit schon. Wir haben hier ein neues Pokémon erhalten.
Pokémon Zoro, also was willst du hier? Hier leben ein paar ehemalige Mitglieder von Team Plasma. Ich mache mir Sorgen, dass sie wieder was Böses anstellen könnten. Ja, eben dieses Misstrauen, nicht wahr? So, zur Arena geht's hier lang, da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf und noch nicht, das kommt erst später. Wir haben noch ein paar Gebäude zum Ende der Folge gehen, wa? Und ein Pokémon, die Attacke sehr einsetzt, kann sich auf dem Wasser fortbewegen. Cool. Da leben doch ganz viele Pokémon, nicht wahr? Jo, leben sie. Und hier haben wir noch ein bisschen Calcium für die müden Knochen. So, hätten wir das auch noch. Das ist noch ein Gebäude, sehr schön. Hier unten ist auch noch ein bisschen was. Noch etwas anderes, Freunde. Und zwar geht es eigentlich hier unten noch weiter. Zum PWT, sprich zum Pokémon World Tournament. Aber jetzt noch nicht. Wir müssen dann noch gedulden. Das Pokémon World Tournament öffnet zwar schon sehr bald seine Pforten, aber noch müssen wir ein paar letzte Vorbereitungen getroffen werden. Oh, du bist noch gar nicht mehr Sitzzone von Marina City. Wie wär's, wenn du erstmal dein Glück in der Arena versuchst? Ja. Müssen wir wohl, wa? Ja, Freunde, es sieht so aus, hätten wir bereits in der nächsten Folge unseren nächsten Arena-Kampf. Ich weiß nicht mehr, wie sie aussahen. Tiefkühlcontainer? Ach du Scheiße, waren die auch hier, stimmt. Was? Select, okay. Ich möchte ein besserer Trainer werden, damit mein Pokémon nie traurig sein müssen, weil sie verlieren. Och, ist das süß. So, jetzt noch kurz das Pokémon von N hier ablegen. Weil leider werden wir jetzt nicht trainieren, Freunde. Ja, ich weiß, ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber wir haben schon genug Pokémon zum Trainieren und deswegen... Lass es mal in der Box zurück. So, Hastig. Hastig war doch, glaube ich, irgendwie... Initiative hoch und Spezialangriff runter, oder? Dachte ich zumindest irgendwie. Gleich mal gucken. Das haben wir... Richtig, was ist das schon mal genau? Ach nee, ein bisschen anders. Initiative hoch und Verteidigung runter. So war's ja. Interessant. Auf Level 25 von N. Ja, das Vieh hat schon was drauf. Sonst stimmt's ja wieder. Dann wegen dem Team für den Arena-Kampf. Hawk würde gerne noch trainieren. Flash eigentlich auch gerne, aber im Arena-Kampf wäre der echt zu schwach. Vor allem, ja. Die Arena sind halt Boden-Pokémon und wir hier... Mit unserem Elekid Flashy Boy als Elektro-Pokémon ist das eine sehr schlechte Wahl. Wenn ich mich jetzt noch mit... Beetle, ja. Naja, Beetle. Die Beatles. Dann muss hier bleiben, beziehungsweise ausgetauscht werden nach Rokaiman, den können wir auch noch gebrauchen. In Lucario, das mit seinem Stahltyp auch ein bisschen fehl am Platz hier. Vulcano sowieso als Feuer-Pokémon. Ja, und sonst? Hawkeye. Ich glaube, den Arena mitnehmen werde ich sowieso nur Shelby, dann noch Matrifol und Rokaiman vermutlich. Nur diese drei hier. Tja. Gut, das war's mal. Was sagt die Folge? Bald vorbei. Sehr schön. Dann kann ich noch kurz... Nur ganz kurz hier oben durch die Route gehen und ein bisschen trainieren noch. Und mal gucken, was hier so für Pokémon gibt vom Level her. Und hier ist sie, die nächste Route. Route Nummer 6. Und wir haben hier ein Saison-Kids. Die Saison ist vorbei. Okay. Bestrafe es mit dem Marios. Ja, scheiße. Okay, das kann eine Weile dauern hier. Scheiße, gibt's denn hier auch kein... Komm schon, Urdorchs, wir brauchen ein paar Urdorchs, das wäre jetzt cool hier. Merel. Ein Pokémon der zweiten Generation. Na, Hawkeye, was machst du? Hä, was willst du tun? Flügelschlag? Gute Idee. Bäm. Schlechte Idee. Und voll auf die Mütze. Ja, Merels haben schon noch eine hohe Verteidigungsrate, wa? So, du willst zweiten, sehr schön. Der beste Weg, sein Pokémon stärker zu machen, ist sie zu trainieren. Ja, Freunde, das machen wir noch kurz zum Ende der Folge hin und dann war es auch schon für heute. Na, Villa? Pokémon Züchter Villa in den Kampf geschickt. Das wäre, oh. Naja, Pico-Chiller wieder mal. Pico-Chiller. Immer diese Piccolos. Ah, Piccolo. So, Hawkeye, Aeros!
Ja, fast. Nein, der Gesang. Ach du Scheiße. Mach erstmal eine Razzia. Ja, mach das. Ach, Hawkeye, was mache ich bloß mit dir? Stell schon! Aua! Hawkeye, hä? Hawkeye! Hawkeye! Aua! 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 Mach auf, Alter! Mach auf! Du bist mein Hawkeye! Stell schon! Hawkeye, verflixt nochmal, steh nochmal auf! Wach auf, wach auf, wach auf! Noch so geschafft. Die Kids, das schaffen wir noch. Ist sowieso ein normal Pflanzen-Pokémon. Das geht schon. Und Hawkeye müsste ja schneller sein. Hoffe ich zumindest. Bam, das war's mit Seso Kids. Und wir kriegen... Ja, reicht nicht mehr ganz. So, komm schon. Hier, noch ein Knuckles. Komm schon. Knuckles. Quatsch, ein Ohr doch. Nein, darf wohl nicht wahr sein. Was ist das für ein Vieh? Laukaps. Ich bin lauwarm. Eine Kapsel. Oh je, oh je. So, Hawkeye. Ganz schnell sowieso ein Käfer-Pokémon. Mit Ausdauer. Sehr schön. Na kommt, Freunde. Wenn ich schon mal dabei bin. Bälle, wo sind die Bälle? Genau. Pokéball. Oh. Scheiße, jetzt lieber einen Superball werfen sollen. Ich hoffe, das reicht noch vom Level her. Einmal, zweimal, dreimal. Glück gehabt. Wir haben einen Laukaps gefangen. Ja, ein Laukaps. Schnappbiss. Was gegen Schnutel stand da? Nö, kein Spitzname. Gut. Tja, das war's soweit schon. Ja, ich wollte noch ein bisschen trainieren und ein bisschen Ohr durchfarmen, aber ich denke mal, das sparen wir uns und werden direkt am nächsten Mal in die Arena gehen und da ein bisschen fighten. Dann kurz heilen. Fit machen. Okay, Mann, mit dem Pokémon-Team für einen Moment in meiner Obhut. Obhut, vor allem ist auch so ein schönes Wort. Und ein altertümliches Wort. So. Dein Team ist wieder fit. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Pokémon Weiß 2. Das ist ein gutes Stichwort. Moment mal kurz. Ich will was anderes machen. Hier. Noch kurz abspeichern. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es darum geht, hier eine Arena ein bisschen zu rocken. Und bereits den nächsten Arena-Orden zu holen. Den 5. insgesamt bereits. Ja, jetzt geht es langsam Schlag auf Schlag weiter hier. Also dann. Ciao zusammen.